Ein Gedicht von Norbert Rahn, angesprochen von Olga Drazzuk. Das Lachen der Bäume. Ich hatte einen Traum der wirren Art, in dem die Bäume über Menschen lachten. Es ist nicht selten, dass ein Traum uns narrt, doch warum sollten Pflanzen uns verachten? Und so begann der Traum, die Worte sprach ein Baum. Die Menschen mästen deshalb ihre Kühe, um sich an ihrem zarten Fleisch zu labern. Sie lieben Rindenlende, Hüfte, Brühe und wollen täglich frische Kuhmilch haben. Auch uns sehen sie als ihre Lieferanten, die reinen Sauerstoff für sie bereiten. Sie glauben, wir wären nicht als nur Fabrikanten von Latten, Brettern, schlimmsten Fall von Scheiten. Welch Wut, welch hämisches Gelächter schallte aus Tausenden von knurrig knarrend Kellen, dumpf drohend in dem sonst so stillen Walde. Es graust mich schon beim bloßen Nacherzählen. Ein weiser Baum fuhr fort, aus Dickicht drang das Wort. Uns hilft den Mensch Sauerstoff zu spenden, lasst sie die Luft mit CO2 verspesten, dass wir für Wuchs des Waldes gezielt verwenden. Wie Nutzvieh werden wir die Menschen mästen. Die Menschen leben höchst 9 Dekaden, die allermeisten sterben deutlich jünger, sodann verwesen sie und nähren Maden. Wir nehmen uns den Rest als feinen Dünger. Ovationen, Stehende, erbrausten, der ganze Wald berauscht, am Beifall sich. Wild schlugen Äste, krachten, klatschten, sausten, aufbäumten sich die Bäume, fürchterlich. Das riss mich aus dem Schlafe. Mein Erwachen war eher ein Erschrecken, aufgewühlt von Zweigesplittern, Knarren, Äste krachen, hab ich schweißnass erkannt, geahnt, gefühlt. Mit mir erwachten starke Zweifel, Fragen. Sind Wesen wie der Mensch, das Tier, der Baum nur Zweck? Gedanken fingen an zu nagen. Im Herzen blieb mir stets mein weiser Traum.